Globalisierung schwätzen, dann denken wir viel an den Verlust von Arbeitsplätzen, soziale Ungerechtigkeiten, Vernachlässigung von unserer Umwelt. Aber wenn ihr darüber denkt, dann habt ihr ja auch nicht ganz unrecht. Es stehlen eher Sorgen und Bedenken. Und aus dem Grund habe ich mich auch von Anfang von meinem Mandat hier im Europaparlament an für die handelspolitischen Dossiers interessiert und engagiert. Reziprozität. Wir geben denen anderen keine Avantage bei uns, die wir nicht auch bei ihnen kriegen. Transparenz. Öffentlich diskutiert und nicht am Geheimen gemauschelt. Regeln, die an alle Länder appliziert gehen. All das soll die Neuorientierung am Handel sein, weil nur so können wir die Globalisierung noch Eiseninteressen und Eisenwerte gestalten, weil heinz du haben zu viel auf Nebensächlichkeiten uns konzentriert und das Wichtigste vergisst. Die Reform von unserer eigenen, der europäischen Gesetzgebung. Es ist aber eben gerade da, wo die Musik spielt, und wo mehr können den Ton umgehen, für die Veränderungen herbeizuführen, für uns Entreprisen und hier Beschäftigte zu schützen. Als Antwort auf die protektionistische Methode von unseren Partnern, für ob Amerika und China, habe ich zusammen mit meinen Kollegen aus der Europäischen Volkspartei 3 Offensiven lanciert. Erstens mal, öffentliche Ausschreibungen müssen für Entreprisen reserviert sein, die in Europa produzieren, oder für Entreprisen, die aus Ländern kommen, wo die Reziprozität gilt. Das heißt, wenn ihr etwas bei uns auf dem Marché machen wollt, dann müssen wir auch bei euch auf dem Marché dieselben Access haben. Eine Reform an dem Sinn wurde von der Kommission proposiert und wird vom Europaparlament unterstützt. Allerdings, wie so DAX, blockieren verschiedene Regierungen. Es gilt also, diesen Blockagen zu widerstehen und Blockagen zu blockieren. Zweitens. Ausländische Investisseuren müssen ganz genau überprüft gehen, besonders wenn es um strategisch wichtige Sektoren geht. Verteidigung, die Energie, Telekommunikation. Das Europaparlament fordert die Kommission auf, für so sehr wie möglich zu legiferieren, und in dem Sinn werden wir an der nächsten Plenarsitzung ein Vote vorgesehen. Drittens, Instrumente müssen wir schärfen, die den Schutz von unserem Handel garantieren. Die Instrumente müssen viel mehr effizient gehen, für das europäische Interesse besser protegiert gehen. Es gab einen Reformstau für etliche Jahre. Die schenkt aber zu Brüssel mit den 27 Hauptstädten nicht weiterzugehen. Das ist eine gute Novelle. Für nachher auf den Gas zu drücken, habe ich eine Reihe Amendements proposiert, für die Lehen bei Enqueten aufzusetzen, an das Niveau von unseren Anti-Dumping-Mesuren herabzusetzen. Dadurch sollen als industrielle Produkte geschützt gehen, gegen Waren, die aus Ländern kommen, wo Dumping auch am sozialen und am Umweltdomain betrieben wird. Das sind also die 3 Initiativen, die wir vorbereitet haben, an die wir weitertreiben. Mehr streng Anti-Dumping-Mesuren, besser kontrolliert Investissementen und die Ouverture von unserem Marché nicht dann, wenn mehr bei unseren Partnern auch auf den Marché herankommen. Seit dem Jahr 2008 sind 20% von den Arbeitsplätzen in der europäischen Stahlindustrie weggefallen. Das sind 85.000 Posten. Zu Jahr hat China seine Investissementen an europäischen Entreprisen verdreifacht, von 28 auf über 80 Milliarden Euro. Heute sind 85% von den europäischen Marché public für die Konkurrenz aus Amerika ab. An den USA sind es aber just 30%, die für uns absehen. Das Zahlen weisen klar und deutlich, wir müssen reagieren. Nicht machen, wäre dem Populistenrecht zu gehen. Aktionen und Resultate sind die besten Antwort auf Kritik. Europa ist die erste Wirtschafts- und Handelsmacht auf der Welt. Wir dürfen nicht mit dem Finger am Mund stehen und nachgucken, wie einer unseren Kuchen abteilen wollen. Wir müssen als Industrie
an eise Leadership verdedigen, an dem Sinn proposieren ich am Europaparlament die Maßnahmen, die eis zum Akteur an net zum Spektateur machen.